Bonsoir, schönen guten Abend. Pour toutes ceux et celles qui souhaitent nous écouter en français, des casques sont disponibles pour la traduction par le service traduction orale direct. Merci. Ich habe mal angefangen, gib mir ich noch gerne mitteilen, dass der neuen Foto gemacht wird und noch gefilmt wird. Schönen guten Abend bei der Zeremonie vom Solarpreis 2025. Herr Serge Wilmes, Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität, Herr Stefan Krüger, Präsident von Eurosolar und Mitglied des Landtags Hessen, Herr Henri Cox, Präsident d'honneur von Eurosolar Lützeburg und Herr Timo Bovi, der Gastredner von den Abend. Die Damen und die Herren, worum geht es diesen Abend? Der Prix Solaire Luxembourgeois eng Auszeichnung nicht just für innovativ Solarprojekte, aber auch andere innovative Projekte am Domain von der Energietransition hier im Land. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, der Solarpreis wird von Eurosolar Lützeburg organisiert, zusammen mit dem Ökonomieminister, dem Umweltminister, der Fédération du Génie Technique, der Klimaagence und dem OAI, dem Ordre des Architekten et des Ingenieurs Conseil. Am Anfang können wir den alle Jahre vergeben und sind 2019 vergeben wir den Preis alle 2 Jahre. Und der nächste Solarpreis übrigens, der Gemeng Pötsch 2003. Es können aber heute nicht nur Gemenge gewonnen, sondern auch Privatleute, Entreprisen, Kooperativen oder Assoziationen, die innovative Solarlösungen umgesetzt haben. Wie gehen die Laureaten dann ausgewählt? Es gibt verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Privathäuser oder Betriebe, aber auch die Kategorie von Institutionen, den Gemengen. Eine neue Kategorie, das ist die von den Renovationen, durch die Innovativ-Solarprojekte, die Konzepte, kreative Anwendungen von der Solarenergie, erneuerbare Energien bis bei der Stockage, Gemeinschaftsprojekte, kollektive Initiativen wie zum Beispiel Energiekooperativen, Energiecommunities. Die Jury guckt sich alle Kandidaturen an bestimmten Laureat. Kriterien sie führen allem de Projekte ihren positiven Impact auf die Energietransition. Nicht nur technisch innovativ, sondern auch gesellschaftlich. Der Solarpreis ist eine Anerkennung an den Ursprung. Die Zeremonie ist den 16. Oktober. Und für mehr Informationen könnt ihr bei uns auf www.eurosolar.lu gucken. Erneuerbare Energie mehr bekannt zu machen, das ist unser Ziel. Abonniert den Schei und bleibt am neuesten Stand. Ihr mehr zu der Preisüberreichung kommen, noch ein paar Worte vom Paul Sanz, der Präsident von Eurosolar Lützeburg. Herr Minister Serge Wilmes, Herr Stefan Grüber, Präsident von Eurosolar, Henri Cox, Ehrenpräsident, Herr Timo Bovi, liebe Jury, liebe alle Guten. Merci, dass ihr die Invitation angeholt habt. Ihr habt gesehen, ihr habt gemerkt, wir beim Solarpreis einen neuen visuell hat er Fedro gesehen und noch einen neuen Trophäe. Bislang war das den Trophäe eine Solarzelle auf einem Support, also Technik. Aber im neuen visuell, da seid den die Sonne an der Mitte, weil sie ist ja den Ausgangspunkt, Basis von allen erneuerbaren Energien, die wir hier am Land tun. Ihr habt Energien, ihr habt und dann Photovoltaik, Solar, aber auch Thermodynamik von den Wandmühlen. Die Energietransition ist aber nicht nur ein technischen, naturwissenschaftlichen Projekt, das ist auch etwas, was wir zusammen realisieren können und dafür beim visuell Leid rundherum so. Und dann ist es die veritable Transformation, weil Technik und Gesetze von der Natur, die sind ja neutral, und sie sind, sie kriegen eine Bedeutung mit der Manier, wie sie gebraucht werden. Und Manier ist das, was dann das richtige Changement ausmischt. Man möchte, dass sie von den Leuten angeholt wird, und da wollen wir doch darüber schwätzen, formieren und informieren. Dazu sieht Timo Bovi noch später auch noch etwas. Wir von Eurosolar engagieren uns schon bald 30 Jahre für die Energietransition, für die Dekarbonation, weil ein Zivil CO2, das ist ja das Problem, das Klimaproblem, und die Vitesse an der Reduktion vom CO2, die stimmt noch nicht. Das muss mir sehr gehen, das weisen noch die rezenten Projektionen von den Forschern Stefan Ramsdorf und Grant Foster. Die globale Durchschnittstemperatur geht mehr sehr Richtung 3 Grad, wie wir das bislang angeholt haben.
Und damit geht doch die Unberechenbarkeit von den Klimabewegungen rob, wieder extremer holen zu, materielle Konsequenzen und noch die Sujet als die Reversibilität eben von diesen Changementen. Apropos Changementen und Unberechenbarkeit, die letzte Solarpreis, die war 2023, du kommst zu einem Regierungswechsel. Und wir sind ganz froh, dass diese Regierung die Dynamik, die von ihren Vorgängern ausgelöst ging, abgeholt hat und noch weiter diesen Prozess regulativ in die richtige Richtung begleitet. Und das ist auch nötig, schon lange, weil es immens Progress gibt am ganzen Domain von erneuerbaren Energien. Die gehen ganz sehr, da kommen ganz sehr Fortschritte, dass das mehr sehr do wie CO2 reduziert wird. Das ist ein Prozess, wie gesagt, eine gesellschaftliche Transformation zum Guten. Wir bleiben noch immer Verbraucher wie bisher, wir haben noch einen aktiven Deal, wenn wir das da wollen. Und diese partizipative Wolle, den ist bei den erneuerbaren Energien, und die geht durch just den, das steht am Kontrast zu dem passiven ausgeliefert sind bei den Fossilen und dem Nuklear. Wir haben eine Rolle, wie wir Mathe entwickeln, wie wir die neuen Sachen unholen und dann die Benefis haben. Dass man Benefis, das ist wichtig, weil bislang war der Benefis für die Männer, die die Welt verbrennen, wie die Christian Stöcker sie nennt. Den Energiemarkt, der wird grundlegend transformiert, weg von den kartellartigen Strukturen, von den Fossilen, hin zu einer partizipativer Struktur mit viel erneuerbarer Energie. Das geht auch nicht und das geht auch nicht. Und darum geht es beim Solarpreis, den veritablen Entrepreneursgeist. Es gibt den richtigen Entrepreneursgeist und den Retro-Entrepreneursgeist beim Spirit von 34 Jahren, zum Beispiel am Bau. Loa, ihr Bauherr, die baut immer für sich, für seine Besucher. Wir bauen doch in einem Kontext von Raum, von Zeit, Raum, Noperen, aber auch der Umwelt, an Zeit, die Zeit von der Erderwärmung, von der Klimakrise. Und dass der Gedanke, dass wir dekarbonieren müssen, verschiedentlich nach gar nicht gut kommen, das weisen die zu viele Retro-Realisationen, die durch Lohnach gehen. Das gesagt am CO2-Bilan am Sektor von der Industrie, Handwerk und Bau, 31% über dem, was 2024 festgelöst war, auch 10% am Sektor residentiell und tertiär. Das ist nicht gut. Die Leute gehen gasmäßig am Start los. Und auch wenn die Leute, die hier wohnen, erschaffen, sich auch nicht beholen wollen, es wird ihnen schwer gemacht, weil viele Männer noch immer so bauen, wie sie bauen. Mit den traditionellen Methoden und den allen Materialien. In allem aber den Eindruck, wie hier gesichert Gewinnmarsch. Und das leidet auch nicht füllen, das gesagt ihr beim Run auf Photovoltaik, auf Stockage, auch Wärmepumpen, du hast noch ein großes Interesse an Energiegemeinschaften. Das schon verstanden gehen, wo vielen einzelnen Leute, das sind die Kleinhirvelen. Leider gibt es die Retro-Obstination von den großen Hirvelen und das ist an uns just pathetisch und wirklich nicht responsabel. Wir adressieren beim Solarpreis den Gegenteil von diesem Retro-Geist, den richtigen Entrepreneursgeist. Und lovend gesagt, dass das geht, Architektur, urbanistisch, gesellschaftlich, Stockage, Datenmanagement, Ressourcenverbrauch, verdelen auch vom Benefis. Auch das Noven von denen kreativen, intellektuell breit abgestandenen Leuten, die sich erstens trauen zu innovieren, zweitens, was dann die Leute allzu gut kennt, und drittens, was doch zukunftsweisend ist. Darüber schwätzen, dass es geht, informieren, das hilft, das machen wir so gut wie es geht von Eurosolar, die könnt die Kanäle alle gut abonnieren, überall, YouTube, Spotify, wie ihr wollt. Wir für den Abend. Merci die Kandidaturen mit ihren vielen exzellenten Projekten. Merci dem Jury. Felicitationen den Laureaten. Die sind die Besten von den Besten. An noch einen schönen Abend. Herr Nuget nach einer Veggie-Wurst. Merci. Und dann den Herrn Serge Wilmes, Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität. Herr Präsident, bei Ihren Gästen,
Ich invite Ihnen alle Guten. Vielmals merci für die liebe Invitation. Das ist die erste Kehr meiner Funktion, wo ich bei diesem Preisüberreichung kann dabei sein. Ich will gerne dem Präsidenten und den ganzen Membern von Eurosolar für die merci so für 30 Jahre lang Engagement für eine Pionierarbeit, die da gemacht hat. Mein Präsident, Herr Cox, weil für 30 Jahre war natürlich noch keine Evidenz, dass wir sollten op der nahe Energie klammen, da man so eng nohaltig Gesellschaft opbauen, an dat tut ich getraut zu machen, haut ass dat aber schon viel méi an die dat richtig gesot kom, weil zuelen weisen net den rasch so op PV-Anlagen as jo enorm an net nimmen op PV-Anlagen auch ganz viel aner Subsidien, die ugefrot gin, hun ha de Fan Faber sitzen, Direktor von der Klimaagenz. Ich meine, die können sich nicht retten von, du hast nicht gesehen, nicht so gut mit der Lut, entschuldigt, aber die können sich schon kaum retten von Aufruhen, von Berodung, von Hilfe, zum Klimapakt auf B gestaltet, zum Naturpakt auf B gestaltet, sind allgemeine Vertreter, sind Entrepreneur, sind Bürger, Repräsentanten vom Ökonomieministerium, die mit der Regierung, mit Gemengen, mit Bürger, mit Entreprisen, die aber, so ist es auch, grosso modo, verstanden hun, weil es geht, ab sie noch ihren Deal zu machen. An Haut können wir dann echt auf eine Situation gucken, das Glas halb voll ist und nicht halb eitel, mit das natürlich nach Sput zu gehen, weil das übergeordnete Ziel ist, 2050 klimaneutral zu sein und zu gehen. Das ist zwar wohl nach ein Zeitchen, 25 Jahre, geht ganz sicher, und muss in Lo weiter machen, an die Dynamik, die da lo ist, die darf nicht gebremst gehen. Das ist genauso evident. Und nun, ob das abgebaut, auch was die vierte Regierung noch gelegt und das muss ich noch unerkennen. Einerseits muss man noch gucken, noch weiter probieren zu akzelerieren, weil nun einmal den Druck ist da. Und was man also wird noch Lohner machen, das steht eminent befehl, das ist ein Gesetzesprojekt, den aus in der Prozedur für die Präfinanzierung von PV-Anlagen anzufeiern. Für die Ökonomie, die sich darum gekümmert hat, weil das System auch schon einen Platz hat und man kann aufbauen, will sehr wie möglich auch umzukommen. Dann geht das System integriert an den Umweltministerium, an die Umweltagenz, die wird doch dann die Bonussen präfinanzieren. Mit denen also drum und drum, wir können dann an der Chambre gestimmt zu gehen. Und das wird können die Leben substanziell vereinfachen von unseren Mappischen noch von Unterprisen, weil dann direkt Unterprise das Subsidie überwiesen geht an den einzelnen Bürger nicht mehr muss, die Marsch machen, nach Schuss den Delta, das wie drin muss bezahlen. Das wird also eine Vereinfachung durchstellen und das wird den Anfangssinn von einer Präfinanzierung auch von den anderen Klimabonussen, wenn du geht es weiter mit dem von der Mobilität, mit den Wärmepumpen und haben auch mit ihnen alle Guten. Wir haben noch parallel ein Gesetzesprojekt an Prozedur gehen für den Klimabonus Wohnen, um den es hauptsächlich geht, die finanziell helfen. Für den noch zu verlängern, ich werde den Ende von diesem Jahr raus, dem 31. Dezember laufen die sich aus, und da wird man verlängern um 5 Jahre. Wenn wir gerne noch da in eine Perspektive gehen, aber wenn wir nicht mehr wollen, dass permanent alle 2 Jahre muss ein neues System, das immer Platz gesagt gehen, das führt zu Verunsicherung, das führt dann zu Druck, weil wir alle um einen Punkt nachkommen. Und dann müssen sie eine aufgeschafft gehen, Zahlen, die sind impressionant. Wir sind noch bei 14.000 Demonten, die am Gange trätiert zu gehen, beim PV an den technischen Installationen, zum Teil zwischen 10 und 13 Monaten, bis sie trätiert gehen. Mehr da wird im November 8 Leute beikommen bei der Umweltverwaltung, für können die Dossiers der Misere abzuschaffen. Und attendant dann, wie gesagt, Präfinanzierung von dem Klimabonus für PV-Anlagen, wird man einfach Misere, da können wir kommen. Weil das muss man fertig springen, dass es einfach ist, dass es sicher geht, und dann wird nach mehr auch können Resultate für sich schwätzen und nach mehr auch annehmend Solarenergie auf den Häusern installiert gehen. Wir haben aber auch dezidiert, dass wir werden ein neues Subsid auffeiern, Klimabonus für PV-Anlagen installiert gehen mit einer Batterie, wir können sie speichern, aber auch für diejenigen, die wollen gerne hier Anlagen, die sie haben, mit einer Batterie nachrüsten. Auch die werden in Zukunft können einen Bonus kriegen, ein Subsid kriegen, und wir werden auch ein Subsid auffeiern, an der Gesetzesprojekt historisch, den sogenannten HEM-System, das den Home Energy Management System, den sich dazu soll beitragen, dass die Produktion vom Strom von der PV-Anlage mit der Speicherkapazität, mit der Batterie und noch mit dem Verbrauch, mit der Wärmepumpe, könnte man den
intelligent kommunizieren an dat auch immer dann die Energie an das Netz geht, wann es soll ans Netz gehen. Das sind Systeme von der Zukunft, wie das intelligent zu steuern und das wird auch unterstützt gehen. Dann wird man auch dafür sorgen, dass man in Zukunft auch Wandenergieprojekte noch vorbringen, wird auch von Wandenergie als wichtiges Potenzial, wie man können auf das große Ziel kommen für 2030, nämlich minus, also bei 37% an der Endkonsommation von erneuerbaren Energien dann zu leihen. Das ist noch ein Stück bis dahin. Wenn wir all die Erfahrungen weiter deployieren, da wird man auch dahin kommen, weil das Zukunft, das die Weg, die man muss gehen. Und dann muss man auch noch dezidieren, was das Ziel wird sein bis 2040. Bei dem gesprochen vom CO2-Reduktionsziel, das ist die Klimaneutralität bis 2050, das erste Etappe 2030 minus 55, wird das nach Kiew festgelöst gibt für 2040. Große Diskussion am Niveau von der Europäischen Union. Die Kommission hat für über einem Jahr eine Proposition gemacht, hier bei minus 90 zu kommen, als auch das, was Wissenschaft als Minimumziel und sich firket, dass das Ziel auch wird wir als Sitz bei Regierung unterstützen, mit das ganz großen Druck von größeren Memberstaaten für das Ziel nicht bei minus 90 zu definieren. Wir werden weiterhin als voll dafür engagieren. Es sind aber die Staats- und Regierungschefs, die werden eine echt Guidance riskieren zu gehen nächste Woche. Und wir wissen nicht, wie es hingeht. Wir werden als alles so weiter dafür ansetzen, dass bei minus 90 wird kommen, weil wir brauchen eine klare Perspektive. Für die Bürger, für die Bürger, für Gemeinden, und auch für als Unternehmen, dass es weitergeht. Und die Erfahrung muss so gemacht gehen, weil du hast da richtig davon geschwärzt, es gibt natürlich auch bestimmte Kipppunkte, die so riskiert, gehen einkamisiert zu kommen, ökologischer, und die soll man nicht versuchen zu erreichen. Und dafür muss die Erfahrung natürlich noch nach viel mehr gemacht gehen. Und aber auch dabei, dass wenn man nicht mehr Erfahrung machen, können noch viel mehr schwer für die letzten Jahre, die Erfahrung müssen zu machen, wo noch viel mehr Verästelungen auch von der Gesellschaft bis rangeht. Also muss man wirklich alles machen dafür, wir können auch mehr ambitiöse Ziele umzusetzen und das machbar. Und ich so einen Abend wie den heute, wo die Leute ausgezeichnet gehen, die weisen, dass es machbar ist, soll ihn holen als Punkt für immer noch außen zu thematieren und zu sagen, wir können das als Gesellschaft packen, das ist schon so viel am Platz, es sind schon so viele Erfahrungen, die gemacht gehen, dass auch so viel auch Disposition da bereitwillig geht, für es auch weiter zu drücken. Wir mussten da alle eben weiterhin an einem Strang ziehen, es machbar machen, das ist die Aufgabe von der Politik, encouragieren, unterstützen, die Regeln dafür ersetzen, aber auch den Message geben, dass wir darunter leben. Wir leben darunter und es ist froh, heute über einen Ofen doch noch zu sehen, wo die Leute ausgezeichnet gehen, diese Stadt weisen, die als Beispiel können denken, und wo wir alle zusammen also können darauf zählen, für auch noch viel zu kommen. Wir werden die Fall alle Erfahrungen, die wir können machen, mit dir zusammen. Und ich würde auch gerne zum Schluss eine ganz große Merci ihr alle gute Sohn, die dir an ihren einzelnen Bereichen, Aktionen mithelfen, damit wir die gesamtgesellschaftliche Aufgabe da können gestalten kriegen, die für uns Leid, die Transition Energetik, die ökologische Transition können noch fertig zu bringen als moderne Gesellschaft an den nächsten Jahren, aber der Vitesse, die das auch verdenkt, und da könnt ihr auch auf das Regierung zählen. Merci. Merci, Herr Minister. Lo noch Povierder vom Herrn Stefan Grüger, der Präsident von Eurosolar. Sehr geehrter Herr Präsident von Eurosolar Luxemburg, Herr Zenz, sehr geehrter Herr Minister Wilmes, sehr geehrter Herr Ehrenpräsident Cox, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich auf Deutsch spreche. Ich kann Letzeburgisch ein bisschen verstehen, aber ich habe eine Zeit lang für ein Luxemburger Unternehmen gearbeitet. Aber die Zeit war zu kurz, um die Sprache zu lernen. Darum sage ich es jetzt auf Deutsch. Mein Name ist Stefan Grüger, ich bin der Präsident von Eurosolar Europa, sage ich mal, also der Präsident von allen Eurosolar-Sektionen. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und mich vor allen Dingen sehr darüber gefreut, dass ich auf dem Rückweg nach Brüssel, von Brüssel nach Deutschland zwischen zwei Terminen genau heute Zeit hatte, um hierher zu kommen. Das war eine hervorragende Terminplanung, auch wenn sie gar nicht abgesprochen war. Ich war bis gestern noch im Ausschuss der Regionen. Ich bin Mitglied des Ausschusses der Regionen. Auch da diskutieren wir natürlich, welchen Beitrag
Regionen wie zum Beispiel mein Bundesland Hessen, aber auch die Region Luxemburg dazu leisten können, dass wir gesamteuropäisch beim Thema erneuerbare Energien weiter vorankommen. Und dabei ist es mir wichtig, immer darauf hinzuweisen, es geht nicht nur um Klima, Umwelt und Ökologie, sondern es geht darum, dass die erneuerbaren Energien uns resilient machen gegen Angriffe von außen, insbesondere wenn die erneuerbaren Energien dezentral entwickelt werden und gewonnen werden. Dass die erneuerbaren Energien Wertschöpfung in die Regionen bringen, also das heißt zu uns nach Hause, in die Kommunen. Die erneuerbaren Energien sorgen dafür, dass Arbeitsplätze entstehen, nicht nur in der Produktion der Anlagen, die sinnvollerweise natürlich in Europa stattfinden sollte, sondern auch bei der Pflege, der Wartung, beim Aufbau, beim Abbau dieser erneuerbaren Energien. Die erneuerbaren Energien schaffen etwa 5-mal so viele Arbeitsplätze wie ein Atomkraftwerk, gemessen an den Arbeitsplätzen im Verhältnis zu der ausgestoßenen Energie. Und beim Atomkraftwerk bleiben nachher für Millionen Jahre radioaktive Reste übrig. Bei den erneuerbaren Energien keine solchen Reste. Und das ist der Grund, warum es absolut sinnvoll ist, absolut der richtige Weg ist, den Eurosolar seit 1988 geht, für die erneuerbaren Energien zu kämpfen und dafür, dass wir unsere Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energien bauen werden in kürzester Zeit, weil das Thema Kipppunkte beim Klima ist bereits schon angesprochen worden. Vielen ist heute inzwischen mehr bewusst, als das früher war, dass die Versorgung mit Uran, dass die Versorgung mit Erdgas aus Russland oder mit Öl aus dem arabischen Halbmond vielleicht auch nicht dauerhaft geopolitisch eine kluge Idee ist. Und deswegen die klügste Idee, die man machen kann, ist, mit erneuerbaren Energien Energie zu gewinnen und zu nutzen. Und die Solarpreise, die in Deutschland, in Europa, in Luxemburg und auch in anderen Ländern, vor kurzem war die Solarpreisverleihung in Österreich, morgen ist übrigens die deutsche und europäische in Düsseldorf, Sie sind alle herzlich eingeladen. Und die Solarpreise sind ein zentrales Element bei dem Energiewandel, weil es geht auch immer darum, deutlich zu machen, hier gibt es ganz viele Innovationen, ganz viele tolle Menschen, die ganz tolle Ideen haben, ganz viele tolle Sachen umsetzen, um die Sache nach vorne zu bringen. Und ich freue mich, die Preisträger hier in Luxemburg jetzt kennenzulernen, freue mich auf eine spannende Veranstaltung und danke mich noch einmal dafür, dass ich hierhin eingeladen worden bin. Danke. Vielen Dank. Vielmals merci für all die heischwertigen Kandidaturen. Die Jury hat Qual der Wahl. Dem Jury, das sind im Alphabet noch, Madame Lisa Bohler vom Ökonomieministère, den Herr Mike Düsseldorf für den Ordre des Architectes et Ingenieur Conseil OAI, den Herr Fan Faber, Direktor von der Klimaagence, Dr. Anne Majerus, Direktrice adjointe von der Umweltverwaltung, de Marc Theun für SOCOM und de Paul Sanz. Es gibt Solarpreise und Mention Spezialen an diese Kategorien. In der Kategorie Ville, Municipalité, Service d'utilité publique kriegt Gemeinde Niederanven den Solarpreis. Niederanven, das sind nicht nur die 3 rezenten Photovoltaikinstallationen, ob der Gemeinde mit dem Eigenverbrauch, Altersheim zusammen mit der lokalen Energiekooperative und für allem der Parking ein Vorbild für alle Parkingen. Mit das auch die gesamte proaktive Demarche bei den Bürgern, mit den Bürgern, nicht just an Sachen Photovoltaik auf Dächer legen, sondern auch die Hölle für zu renovieren. So gelingt die Energietransition an der Quantität, an der Qualität und auch an der Vitesse, die notwendig ist. Gemeint Niederanven, als ob das man näher mit großem Vorsprung die Echt beim Solar-Challenge für Gemengen. Und lo kriegt sie auch noch den Solarpreis 2025.
An der Kategorie Architektur solaire et Développement urbain gëtt Solar Community Schwäbisch mam Solarpreis 2025 ausgezeichnet. Solar Community Schwäbisch as Lotissement ganz gebaut mat engem intelligenten Energiemanagement, inkluant enger Cartiersbatterie a mat nachhaltige Materialien, ressourceschonend. Dieses Projekt beinhaltet alles, was am Kontext von der Energietransition de veritablen entrepreneurialen Geist auszeichnet. Nicht just für sich bauen, mit den Kontext mit konsiderieren. Lo als Zeit von den erneuerbaren Energien. Die ki lokal produziert, lokal verbraucht, zusammen mit den Leuten, die da wohnen. Der Solarpreis geht um die Energiegemeinschaft Schwäbisch und gemein soll den Architektengruppe Bang an den Energiepark reden. An der Kategorie Entreprise, Kompanie industrielle, commerciale ou agricole hat die Jury décidéiert, eng Mention spezial an 2 Solarpreise zu vergeben. Mention spezial geht um LAB Group Luxemburg für das vorbildlich gebauten Gebäude mit viel Photovoltaik an allem, was dazu gehört, für Ressourcen zu schonen durch gescheiten Energiemanagement. Das gibt ihrem Corporate Social Responsibility Statement richtig Kredibilität. Auch was die nächste Etappe, die Umsetzung der Autokonsumation geht. Und wie den LAB CEO bei einer Konferenz gesagt hat, ihren Chief Financial Officer wird ganz begeistert vom finanziellen Bilan, weil denen so gut ist. Den ersten Solarpreis geht auch um ein veritablen entrepreneuriales Projekt, ein positives Beispiel. An Zeiten von den niedrigen Preisen, am Anfang Preisdumping bei Photovoltaikpaneelen aus China, eine eigene Produktionslinie aufzubauen, beweist Courage. Das Verstehen gehen, dass Lokalproduktion nicht nur kurz fair bedeutet, aber auch ein Beitrag zur Ökonomie hier im Land ist. Das ist ein Kurs im Allwort für mehr ergiebige Paneelen. Demnach ist es auch eine eigene Recherche und eine eigene Entwicklung. Und schließlich auch den Transport auf die Chantien, Verpackungen sind organisiert an einer schlüssigen Kreislaufdemarche. Dieser Solarpreis ist für Solar Cells. Den zweiten Solarpreis ist für ein Projekt, auf dem wir als Eurosolar ein bisschen ungeduldig gewartet haben. Wir haben mit lobbyiert, für das es möglich sein soll. Weil so Projekte nicht nur ein Komplement sind zum Zulegen von Dächern und Parkplätzen mit Photovoltaikpaneelen, aber auch, weil sie den Leuten aus der Landwirtschaft ein zweites und notwendiges Einkommen bringen. Zusätzlich haben sie auch einen Mehrwert zur Biodiversität. Der Solarpreis geht um den ersten fertigen Agri-PV-Projekt hier im Land. Agri-PV Kirlen.
Der Preis geht durch GPSS Green Power Storage Solutions, der das Projekt entwickelt hat, an dem Bauer der Familie Baus, auf dem seinem Terradanlage steht. Auch an der Kategorie Association a Communauté Lokal gibt es eine Mention an 2 Preise. Die Energiekooperativen haben mit einer Pionierrolle zu Lützeburg gespielt, für überhaupt Photovoltaikanlagen in Kombination mit der Bürgerbeteiligung zu realisieren. Die Situation hat sich par rapport zu 15 Jahren geändert und dafür ist es doch wichtig und richtig, neue Finanzmodelle zu entwickeln, für weitere Setten zu generieren und auch weiter in die Energietransition zu investieren. Ein Element ist der Verkauf von produziertem Strom zu günstigen Konditionen, nur Modell Win-Win-Win. Eine Mention spezial gilt es für den Enerkorb Ulzestall, die genau das an 2 Projekten gemacht hat. Einmal mit einer Gemeinde, der Gemeinde Stesel, und einmal mit einem privaten Träger der ALA, der Association Luxembourg Alzheimer zu Ippelding-Ettelbrick. Überhaupt aus dem Stromdelen innerhalb von einer Energiegemeinschaft etwas Gutes, weil gut für die Portemonnaie und auch für das gesellige Zusammenleben an der Nachbarschaft. Das Gesetz lässt eine Reihe Wege zu, wie eine Energiegemeinschaft zustande kommt. Weil es aber neu ist und trotz der Hilfe von unter anderem der Klimaagenz ist da aber ein bisschen der Parcours des Combattants. Solarpreise gehen nicht für 2 so Combattanten. Eine Einzelperson, ein interessierte Bürger, hat die Initiative geholt, sich durch Texte gelesen und so viel Demarche gemacht, wie zum Beispiel von dir zu dir am Dorf zu gehen. Gerechnet hat hier mit 5 bis 6 Member. Es sind da über 20. Hier expliziert DW auch auf seinem YouTube-Kanal, dem Jeu sein Bastelboot. Der Solarpreis ist für den Markt Dürbach und die Energiekommunität Haller-Remerstraße. Den zweiten Solarpreis ist für eine Energiegemeinschaft eine Menge grosser Dimension. Es hat viel mehr Member, dem noch mehr Demand, mehr Besoin und ein anderes Produktionsvolumen, eine andere Verteilung. Dazu gehört auch ein Projekt für den Stockage für den Eigenverbrauch zu optimisieren. Dafür wird man am List zusammen geschafft. Das ist dem noch ein Pilotprojekt, der richtig gut Erkenntnisse liefern wird über Data-Driven Energy Transition. Ein nationales Projekt, das kürzlich lanciert ist, an den auch zum folgenden Projekt gehört. Und weil dieses Projekt so innovativ ist, gehört es auch zu einem Interreg-Projekt Northwest Europe, an dem auch Unien aus unter anderem Holland und Irland dabei sind. Zu Birkrich geht es nicht nur um den Energiemusee, aber sie schaffen auch um den Energiewehr von der Zukunft. Der Solarpreis ist für die Energiegemeinschaft Gemeinde Birkrich, mit der Gemeinde Birkrich, dem List an der E-Community.
Kategorie Ökonomie zirkulär hatte mit 2023 beim Solarpreis angefordert. Den Umgang mit den planetaren Ressourcen ist enorm wichtig, weil diese Ressourcen sind limitiert. Dass du noch ganz viel zu machen hast, sei denn unter anderem beim Bau, den einen enormen Impact auf diesen Ressourcenverbrauch hat, und aber auch bei unserem Alltag, Stichwort Verpackungen. Für abzuklären, zu veranschaulichen und plastisch durchzustellen, gibt es den Circular Innovation Hub zu Volz. Die Jury ist ganz froh darüber und dafür eine Mention spezial für die Gemeinde Volz. Eine Kategorie, die wir 2025 angefordert haben, ist die von der Renovation Energetik. Da haben wir eine Mention spezial an den Solarpreis. An optisch sensible Quartieren am Dorf oder am Stadt Kehr gehen die Leute, die Photovoltaikpanoen nicht passend fanden. Es gibt aber Alternativen zu diesen Standardpanoen. Diese Projekt zu feiern, weisen so eine Option. Sie haben mit dem Projekt 2024 einen Preis beim Konkurs von der Excellence Ästhetik vom OAI an der Klimaagenz gekriegt. Das ist vielleicht ein Detail am großen Ganzen, und aber auch ein wertvoller Beitrag. Dafür eine Mention spezial für Voltmax. Die meisten Häuser und Gebäude hier im Land stehen schon. Aber sie sind nicht unbedingt so geplant und gebaut gehen, wie es notwendig ist im Sinne des Energiemanagements, notamment mit Heizungen und Materialien. Es ist aber möglich, Häuser auf das Niveau zu setzen und so einen wichtigen Beitrag zu leisten für weniger CO2 gegen die Klimakrise. Es gibt Tools, es gibt Hilfen, und da geht die Verwandlung vom Haus. Es muss ihn just machen. Und der junge Mensch hat seinen Eltern das Haus auf den Kopf gedreht. Das Resultat hat die Jury überzeugt. Der Solarpreis geht für Casa Dostert. An der Kategorie Education und Formation haben wir 2 Mentionen und 2 Solarpreise. Die Jungs sind die in Zukunft Konsequenzen drohen müssen von dem, was die alle nicht machen. Die Formation von den Jungen ist wichtig, für das nicht dieselben Fehler gemacht werden wie die All, und auch, dass sie besser wissen und die All beeinflussen, für es richtig zu machen. 2 Schulen haben Nachhaltigkeit, dem Weltdenken und Vermitteln an ihrem Curriculum und den Lehrplan fest integriert. Die 2 Schulen haben auch Nachhaltigkeitsdelegiert als Festposten, die Leute, die sich darum kümmern. Dafür gibt es eine Mention spezial und St. George International School. Sie leben die Gedanken am Schulalltag konsequent und organisieren viele Aktivitäten für die ganze Schule.
Die zweite Mention spezial ist für eine Schule, die von der Installation von den Photovoltaikpanoen auf den Dach profitiert hat, für zu sensibilisieren, und hat andere mit einem Atelier an Zusammenarbeit mit der Firma, die Panoen installiert hat. Eine Mention spezial für die École privée Notre-Dame Sainte-Sophie und den Partner vom Projekt Voltmax. Et kann Sachen innerhalb von der Schulstunde machen und auch außerhalb. Das machen seit Jahren die Leute von Youth for Planet. Sie sind hier am Land NRW und aber auch am weiten Ausland. Dieses Engagement verdient einen Solarpreis. Neben der regulären Schulstunden aktiv sind und auch nach über den Tellerrand rausgucken für konkrete Hilfen durch etwas Praktisches, auch dazu hat der Solarpreis verdient. Schülerinnen und Schüler und Enseignants vom Viertchen haben von 2023 bis 2025 mit Aid Philippines 45 Photovoltaikanlagen auf den Philippinen installiert und so 300 Familien geholfen, Energie zur Verfügung zu haben. Der Solarpreis für Viertchen goes Solar an Aid Philippines. Und dann haben wir auch noch einen Preis für den Prix Spezial d'Engagement für Personen und Persönlichkeiten zu ehren, die sich besonders für uns Kurs eingesetzt haben. Und egal, was ich sage, es geht nicht nur für die zwei Personen hier Ritter zu beschreiben. Sie haben im Solarmobil geschafft, sie haben Eurosolar Lützeburg mitgegründet, waren ganz umtriebig auf ganz vielen Niveauen und sind noch immer mit Live Asel dabei. Henri Cox und Guy Weiler. So, das waren Solarpreise. Den Timo Bovi hat viel Erfahrung als Berater für Betriebe aus der Energiebranche. Er hat Politikwissenschaften und Kommunikation studiert, hat am Bayerischen Landtag geschafft und auch auf kommunalem Niveau. Aus seinem Vortrag geht es darum, wie erzählt die Geschichte von der Energietransition so, dass es die Leute wirklich bewegt und sie kann etwas bewegen. Wir kommen aus Deutschland und das ist für uns interessant, weil Lützeburg zum deutschen Energiemarkt gehört. Wunsch lieb den Herr Timo Bovi.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Ich bin ganz bewegt und voller Freude, weil zum einen ich unheimlich dankbar dafür bin, dass ich heute Abend hier sein darf und mich sehr herzlich bedanken möchte für die Einladung von Eurosolar Luxemburg, aber auch, weil mich das ebenso wahnsinnig positiv gestimmt hat, als ich diese Projekte gesehen habe, die heute, wie ich finde, sehr zu Recht ausgezeichnet wurden. Und das zeigt, dass Luxemburg ein Ort ist, an dem die Menschen an die Zukunft denken und nicht nur mit dem Gedanken, früher war auch die Zukunft besser, sondern dass sie die Zukunft in die Hand nehmen und die Zukunft so gestalten, dass sie gut wird. Und ich bin überzeugt davon, dass die Chancen dafür, eine tolle Zukunft für dieses Land Luxemburg, aber auch für uns alle in Europa und darüber hinaus hinzubekommen, noch nie so gut waren wie heute. Und ich möchte gerne heute Abend ein bisschen mit euch darüber sprechen. Bevor ich das aber mache, mache ich natürlich den formalen Teil auch. Deswegen, sehr geehrter Minister, sehr geehrter Präsident Stefan Grüger, sehr geehrter Präsident Paul Zenz und sehr geehrte Damen und Herren und vor allem liebe Freundinnen und Freunde der Solarenergie und liebe Freundinnen und Freunde einer guten Zukunft. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass ich heute hier sein darf, weil für mich ist es eine ganz große Ehre und eine ganz große Freude, weil so ein Abend motiviert mich zusätzlich, weil ich sehe, wir sind nicht allein. Wir sind ganz viele und wir tun das Richtige und wir tun es nicht, weil wir dann einen Preis bekommen, auch wenn alle, die ihn heute bekommen haben, ihn verdient haben. Und ich ziehe den Hut vor allen und vor allem für euch, dass ihr so ein tolles Engagement zeigt und so viele Dinge auf die Beine gestellt habt. Sondern das Motivierende ist, dass wir dabei sind, eine Revolution durchzuführen. Und das Tolle daran ist, dass diese Revolution eine friedliche Revolution ist. In Deutschland hat man Gott sei Dank ein bisschen Erfahrungen mit friedlichen Revolutionen vor 36 Jahren. Danach ist aber manches wieder eingeschlafen. Weltweit findet aber eine Revolution statt, die ist nicht aufzuhalten, die ist friedlich und sie ist eine, die niemandem schadet, an der sich aber alle beteiligen können. Und das ist die solare Revolution. Und über diese Revolution würde ich immer gerne heute Abend mit euch ein bisschen sprechen. Denn ich bin überzeugt davon, obwohl wir heute gesehen haben, wie viel schon erreicht wurde, und das hat man an den Projekten eindrücklich gesehen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr über die Projekte erfahren, aber das schaffe ich vielleicht nachher ein bisschen nach diesem Vortrag mit euch darüber zu sprechen. Aber das Wichtige ist, die Botschaft, die hier steht, das Beste kommt erst noch. Und ich bin überzeugt davon, das Beste kommt erst noch. Und je länger diese Revolution, diese Solarrevolution dauert und je intensiver sie wird, desto besser wird es für uns alle. Und ich glaube, dass gerade Luxemburg hervorragende Voraussetzungen dafür hat, sich ein Stück weit mit anderen zusammen an die Spitze dieser Revolution zu stellen. Ich erlebe, wie motiviert nicht nur alle ihr hier im Raum seid, sondern wenn ich hier ein bisschen unterwegs sein darf in Luxemburg, das durfte ich in den letzten Monaten immer wieder mal, habe ich immer wieder erlebt, wie gemeinschaftlich die Dinge hier angegangen werden, wie pragmatisch und gleichzeitig produktiv das Ganze gemacht wird und wie ihr euch alle einem Ziel verschrieben habt, dieses Land noch besser, noch schöner und noch erfolgreicher zu machen, als es ohnehin schon ist. Und das wird sich lohnen. Und ich habe mich sehr gefreut über Ihre Rede, Herr Minister. Ich habe nicht jedes Wort verstanden, aber ich glaube, ich habe mitgenommen, was Sie sagen wollten. Und das ist etwas, wo ich nur sagen kann, vorhin hat Paul Zenz gesagt, Ihre neue Regierung setzt das fort, was die Vorgängerregierung angefangen hat hier in Luxemburg. Ich bin beeindruckt davon und manchmal denke ich mir, schade, dass heute Abend hier nicht Politikerinnen und Politiker aus Berlin sind. Die könnten sich einiges bei euch abschauen. Also Gratulation an alle Luxemburgerinnen und Luxemburger und an euch alle hier dafür, dass ihr diesen Weg geht. Und dieser Weg wird sich lohnen und er wird erfolgreich sein. Gleichzeitig, wenn schon viel auch erreicht ist, gibt es noch ganz viel zu tun. Und ich möchte auch darüber ein bisschen sprechen, was es zu tun gibt und warum wir aber optimistisch sein können darüber, dass es auch gelingt und dass es sich lohnt,
diesen Weg weiterzugehen. Hoffe ich nur, dass Weitergehen das Stichwort auch ist dafür, dass wir die nächste Folie gleich sehen. Denn manche werden sich fragen, was macht jetzt hier Albert Einstein? Er hat nicht in Luxemburg gelebt. Er ist jetzt auch nicht vielleicht mit dem Wort Zukunft verbunden, weil es jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass er gelebt hat. Er hat uns aber eine ganze Menge hinterlassen. Viele werden sagen, na klar, die Relativitätstheorie und auch viele Erkenntnisse in der Physik und überhaupt in Naturwissenschaften. Das ist aber nicht das, warum Albert Einstein jetzt hier zu sehen ist, sondern es gibt andere Gründe, warum ich ihn jetzt hier zeige. Das ist nämlich ein Zitat, mit dem ich in den Vortrag, den ich mit euch ein bisschen teilen möchte, einsteigen möchte. Albert Einstein hat mal gesagt, und jetzt zitiere ich, die Menschen neigen dazu, die Entwicklungen und Veränderungen der kommenden 2 Jahre häufig erheblich zu überschätzen. Gleichzeitig machen sie oft den Fehler, die Veränderungen der kommenden 10 Jahre dramatisch zu unterschätzen. Zitat Ende. Ich lasse das Zitat mal ganz kurz wirken. Lade jeden und jede von euch dazu ein, kurz mal drüber nachzudenken, was wollte uns eigentlich Albert Einstein sagen? Und wenn ihr das gemacht habt, mache ich sozusagen weiter und führe euch mal ganz kurz, nur für einen ganz kurzen Moment, 10 Jahre zurück, ins Jahr 2015. 2015 wurden in Deutschland neue Kohlekraftwerke gebaut. Kein Witz. Das ist 10 Jahre her. 2015 hat sich kaum jemand vorstellen können, ich zumindest nicht, dass wir heute 2025, jeder von uns hat ein Handy, das hatte man 15 auch schon, aber heute benutzen wahrscheinlich fast alle oder alle hier per Handy, ChatGPT, ich weiß, es sind Leute hier, die machen das ganz oft. Wir benutzen das alle, wir benutzen künstliche Intelligenz. Nicht immer ist es Intelligenz, das zu benutzen, aber es ist gut, dass es sie gibt. Wir haben eine Welt, in der wir heute leben, die ganz anders ist als die, die wir 2015 kannten. Und warum sage ich das? Ich habe eben schon erwähnt, in Deutschland wurden damals Kohlekraftwerke gebaut. Man hat damals darüber diskutiert, Stefan, du erinnerst dich vielleicht in der Politik, ob man einen Kapazitätsmarkt einführen soll in Deutschland. Da klingelt irgendwas. Ne? Gestern habe ich den deutschen Energiestaatssekretär im Bund auf Bundesebene erlebt, der gesagt hat, den müssen wir jetzt ganz dringend einführen. Das hat man vor 10 Jahren auch gesagt. Ich glaube, die Idee ist in der Zwischenzeit älter, aber nicht besser geworden. Aber es haben sich vieles, ihr dürft ruhig klatschen, es hat sich vieles in der Tat verändert. Und das, was sich mit verändert hat, ist die Energiewelt. Vor 10 Jahren hatten wir in Deutschland einen Anteil von Erneuerbaren, der lag bei 28%. Heute sind es über 60%. Und wir haben in den 10 Jahren, seit 2015, für Deutschland kann ich sagen, in Luxemburg würde ich mich ungern vortrauen, da mache ich nur Fehler, wenn ich das zitiere. Aber in Deutschland hat man es geschafft, also den Anteil in 10 Jahren zu verdoppeln. Vorher hat es 40 Jahre gedauert, bis wir bei 28% waren. Das heißt, die Zeit ist auf unserer Seite. Und warum? Weil diejenigen, die sich für erneuerbare Energien und insbesondere auch für Solarenergie einsetzen, und das seid ihr alle, das sind ganz viele. Und viele denken immer nur in Richtung der nächsten 2 Jahre, weil das ist ein Zeitraum, den man sich einigermaßen vorstellen kann. Ja? Wo man sich vorstellt, da tut sich jetzt ganz viel. Meistens tut sich in 2 Jahren schon einiges, aber gar nicht so viel, wie wir glauben. Wir können uns den Zeitraum von 10 Jahren aber nicht so genau vorstellen. Und deswegen lohnt es immer das zu tun, was wir eben gemeinsam ein bisschen versucht haben, nämlich 10 Jahre zurückzudenken und sich zu überlegen, was war denn vor 10 Jahren und festzustellen, in den 10 Jahren hat sich die Welt dramatisch verändert. Leider nicht bei allem vielleicht zum Besseren, aber zumindest was die Energie betrifft und die Energieversorgung, gehe ich gleich gemeinsam mit euch ein bisschen mehr drauf ein. Was sich nicht geändert hat in den 10 Jahren, ist, dass es viele Menschen leider immer noch gibt, die sagen,
wenn Sie über PV sprechen, zu teuer, zu flächenintensiv, zu unsicher, ist mal da, mal nicht da. Sogenannter Zappelstrom wird das in Deutschland dann genannt. Der zappelt vor sich hin, so ein Zappel-Philipp, den möchte man nicht. Und wenn es regnet, wenn es dunkel ist, wenn die kalte Dunkelflaute kommt, dann brauchen wir Kohle, dann brauchen wir Gaskraftwerke, dann brauchen wir Kernkraftwerke, sonst gehen die Lichter aus. Das hat vor 10 Jahren, haben das viele gesagt, es sagen immer noch welche. Ich habe das gestern auch wieder gehört. Das ist aber nicht schlimm, weil warum? In der Zwischenzeit hat sich 10 Jahre lang die Welt weitergedreht, Technologien sind marktreif geworden, die genau dieses sogenannte Problem lösen. Batterien, grüner Wasserstoff, Wärmepumpen, E-Autos. Weiteres Beispiel, vor 10 Jahren hat man vielleicht mal hier in Luxemburg ein E-Auto gesehen. Heute sehe ich, wenn ich nach China fahre, nur noch E-Autos. 10 Jahre ist ein langer Zeitraum, wenn es darum geht, die Welt zu verändern. Das heißt, wenn wir 10 Jahre nach vorne schauen, können wir eigentlich optimistisch sein. Trotzdem gibt es jetzt welche, die uns einreden wollen, dass Klimaschutz, dass nachhaltiges Denken und nachhaltiges Wirtschaften momentan nicht angesagt sind. Wir müssen uns auf Versorgungssicherheit, wir müssen uns auf Wirtschaftlichkeit konzentrieren, sagen manche. Ich möchte nicht sagen, dass Versorgungssicherheit oder Wirtschaftlichkeit nicht wichtig wären, das ist sehr wichtig. Aber es ist falsch zu sagen, dass Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit sich beißen würden, im Gegensatz stünden zu erneuerbaren Energien. Das Gegenteil ist der Fall. Stefan Krüger hat vorhin gesagt, erneuerbare Energien sind wichtig, wenn wir resilienter werden wollen, wenn wir widerstandskräftig werden sollen gegen diejenigen, die nicht nur das Energiesystem, so wie wir uns das vorstellen, nicht wollen, sondern vor allem die gleichzeitig das bedrohen, was uns alle ganz wichtig sein sollte. Demokratie, Vielfalt, Pluralismus, freie Meinungsäußerung. Diejenigen, die uns abhängig machen wollen von fossilen Energieträgern, aber auch teilweise von Nuklear, von den Rohstoffen, die man für Kernkraftwerke braucht, die haben meistens mit Demokratie nicht viel am Hut. Und deswegen ist es so wichtig, erneuerbare Energien auszubauen, wegen des Klimaschutzes, wegen Versorgungssicherheit und geringen Kosten, aber auch, um das zu stärken, was uns hier in Europa und gerade euch hier in Luxemburg so auszeichnet. Ich finde dieses Land hier wirklich großartig und das sage ich nicht, weil man mich hier eingeladen hat. Ja, eure Stärke ist die Vielfalt. Und deswegen tut ihr Gutes und etwas sehr Kluges, wenn ihr diese Vielfalt nutzt, sie als großes Asset einsetzt und sie verteidigt. Und dazu gehört auch der Ausbau erneuerbarer Energien. Deswegen ist es so, aus meiner Sicht, dass Albert Einstein, den ihr hier seht, recht hatte. Nicht nur mit der Relativitätstheorie, sondern auch mit seinem Zitat, dass wir 10 Jahre meistens in ihrer Veränderung unterschätzen. Und ich glaube, wir können denjenigen, die sich vieles nicht vorstellen können, was sich in 10 Jahren ändert, ein bisschen zeigen, und das müssen wir plastisch machen, was eigentlich alles geht. Und das möchte ich die nächsten Minuten gemeinsam mit euch ein bisschen tun. Vielleicht zeigen wir die nächste Folie, dann könnt ihr eins sehen. Hier, es gibt ja auch hier einen Untertext. China hat als erstes Land der Welt die Marke von 1000 Gigawatt Solarleistung überschritten. Das war vor 3-4 Monaten. 1000 Gigawatt, 1 Terawatt. Das ist unvorstellbar viel. Interessanterweise behaupten manche, dass es genau das Gegenteil passiert, dass jetzt die Renaissance, Wiedergeburt von Erdöl und von Erdgas auf der Welt vor sich gehe. Es wird ganz viel gesprochen über LNG. Es wird viel gesprochen davon, dass man neue Ölquellen, neue Erdgasquellen erschließt. Es gibt auch jemanden in den USA, der erzählt das jeden Tag. Nur dadurch, dass es oft wiederholt wird, wird es nicht richtiger. Das, was wir hier sehen, ist aber nachprüfbar. Ich möchte hier keine Werbung für China machen, weil
Ich bin kein großer Fan von China, weil ich ein großer Fan von Demokratie, Vielfalt, Pluralismus bin, habe ich eben gesagt. Aber das, was China macht, ist definitiv das Richtige. Und es gibt ja Gründe, warum sie das tun. Und die haben eines gesehen, die bauen auf dem Erfolg auf, den wir hier in Europa und den ihr hier in Luxemburg erreicht habt bis jetzt. Denn der erste ganz, ganz große Erfolg, den wir alle gemeinsam erreicht haben, ist die sogenannte Grid Parity. Das heißt, dass neue erneuerbare Energien, die ans Netz gehen, ob das jetzt Windenergie ist, ob das Solar ist oder andere, dass die mindestens so günstig sind wie der Strom, der bereits im Netz ist. Und im Gegenteil, wir haben das vor einigen Jahren schon erreicht und heute ist jede neue PV-Anlage, jede neue Windkraftanlage, die in Deutschland, in Luxemburg oder woanders in Europa ans Netz geht, produziert günstigeren Strom als der Strommix, der schon im Netz ist. Das heißt, diese Netzparität, die Grid Parity haben wir schon erreicht. Und als ich anfing, mich Erneuerbaren zu beschäftigen, vor über 20 Jahren, war das das große Ziel. Und wir dachten immer, ich war damals so 20 Jahre alt, 25, und habe gedacht, hoffentlich erlebe ich das noch. Und ich habe festgestellt, ich konnte mir die 10 oder 20 Jahre auch nicht vorstellen. Wir haben es nach 10 oder 15 Jahren seitdem geschafft. Und jetzt steht das nächste Ziel vor uns. Und dieses Erreichen der Grid Parity war aber auch so ein Meilenstein, weil vor 20 Jahren, auch noch vor 10 Jahren, haben die großen Stromkonzerne, die haben in Deutschland oft 3 Buchstaben, ich habe vergessen welche, aber auch andere Öl- und Gaskonzerne mit 2 Buchstaben, mit mehr Buchstaben, die haben die Solarenergie nicht ernst genommen. Die haben darüber gelächelt. Das ist so ein kleines Spielzeug für so ein paar Leute, die die Welt retten wollen und glauben, das ginge. Hat keiner ernst genommen. Jetzt ist die Netzparität, die Grid Parity erreicht, schon seit einigen Jahren. Das ist der Punkt gewesen, zu dem die angefangen haben, uns ernst zu nehmen. Denn plötzlich haben sie gespürt, dass etwas passiert ist, was sie komplett unterschätzt haben. Denn sie haben gemerkt, dass ihre Geschäftsmodelle jetzt plötzlich massiv bedroht sind. Man könnte auch sagen, sie haben gemerkt, dass der Anfang von ihrem Ende gekommen ist. Und was tut ein angeschlagener Boxer, der in der Ecke des Rings steht? Er schlägt um sich. Und genau das passiert jetzt. Das heißt, wir erleben eine Welle von eine Gegenbewegung, kommunikativ, mit sehr viel Geld, mit sehr viel Einfluss über bestimmte Medien, mit einer sehr guten Organisation, einer sehr guten Konzertierung, in der das abläuft und wo uns immer wieder wiederholt wird, Erneuerbare sind nicht zuverlässig genug, die Systemkosten müssen beachtet werden. Ja, der Strom, der Solarstrom, der ist ja günstig, aber wir müssen ja das Netz ausbauen dafür und das ist viel zu teuer. Ne? Stefan, du hörst das wahrscheinlich in deinen Gesprächen jeden Tag. Und ich denke, in Luxemburg kriegt man das auch mit, was manche in Deutschland und anderswo sagen. Das ist ein Teil einer Kampagne, die gut organisiert ist, die scheinbar sehr plausible und auch ernstzunehmende Argumente verwendet, aber im Endeffekt ein Stück weit am Rande der Desinformation sich bewegt. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Fakten zu beachten und nicht Fake News. Es gibt ja jetzt mittlerweile, ist das Prinzip Fake News ist ja an die höchsten Ämter auf der Welt gekommen. Aber das ist nicht der Weg, der richtige ist und auch nicht der Weg, den wir gehen sollten, mit Fake News zu hantieren und damit vorzugehen, sondern sich die tatsächlichen Fakten anzuschauen, die man auch nachweisen kann. Und das ist ein Faktum. China investiert massiv in erneuerbare Energien, interessiert ganz am stärksten in die Solarproduktion. Trotzdem gibt es Leute, die sagen, in China würde jede Woche ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb genommen, aber ich glaube, dieselben Leute behaupten auch, das sei in Deutschland der Fall aktuell. Auch das ist ja nicht richtig. Wichtig ist aber, wir können von China etwas lernen. Nicht, wie man Demokratie unterdrückt, sondern wir können lernen, wie man Industriepolitik
und Klimaschutz zusammenbringt. China hat verstanden, als vor 10 oder 15 Jahren hier in Europa die Grid Parity ganz nah war, dass es plötzlich das Interesse gab, aus der Solarindustrie und auch der Windkraftindustrie auszusteigen. Was ist passiert? China hat diese Industrien praktisch übernommen mit einem System, das mit Marktwirtschaft nichts zu tun hat. Ich bin ein großer Freund von Marktwirtschaft. China wird nie eine Marktwirtschaft werden, weil die wollen das nicht sein. Aber sie haben politisch gesteuert, diese Industrien hochgezogen und haben uns abhängig gemacht. Und ich habe mich eben wahnsinnig gefreut, als ich die Preisverleihung gesehen habe an den Produzenten, an den Modul- und Zellproduzenten hier in Luxemburg, weil ihr damit genau den richtigen Weg geht. Es ist ein Ausdruck und eine gute Entscheidung für Resilienz, wenn hier in Europa wieder Komponenten hergestellt werden. Denn man kann das auch hier in Europa günstig machen. Das ist nie genau gleich günstig wie in China, weil in China wird das massiv subventioniert und es werden die Module und die Komponenten werden unter den Produktionskosten angeboten. Aber wenn wir unabhängig sein wollen, und ich betone nochmal, wenn wir die Art und Weise, wie wir es gewohnt sind zu leben, zumindest in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg, dann ist es die richtige Entscheidung, dass wir die Technologien, die wir für die Zukunft am meisten brauchen, nämlich erneuerbare Technologien, dass wir die auch in Europa herstellen. Das ist eine Investition, die wird sich lohnen und deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch an die Preisträger, an alle, aber insbesondere auch an diejenigen, die diesen Preis bekommen haben und auch Glückwunsch an euch alle und auch an die luxemburgische Regierung dafür, dass sie das unterstützt und möglich macht. Ihr habt auch da vielen anderen etwas voraus, vor allen Dingen euren Nachbarn. Eure Nachbarn sind alle viel größer als ihr und die Größe sorgt ja manchmal für eine gewisse Arroganz oder auch, dass man die anderen nicht so sieht. Ich glaube, die brauchen einfach eine Brille, dann sehen sie Luxemburg besser und dann können sie auch einiges hiervon lernen. Aber kurz zurück zu diesem, ihr könnt gerne applaudieren. Aber zurück zu dieser Folie hier, nur noch eine Bemerkung dazu, um mal eine Vorstellung zu vermitteln. Allein im ersten Halbjahr 2025, also in diesem Jahr von Januar bis Juni, wurden in China neue Solaranlagen mit einer Leistung von 210 Gigawatt Peak zugebaut. 210 Gigawatt Peak. Stefan, du erinnerst dich, die alte vorherige Bundesregierung hat beschlossen, dass wir 2030 215 Gigawatt Peak in Deutschland haben wollen. In Deutschland hat man Ende der 70er Jahre mit den ersten Anfang mit PV angefangen. Das heißt, 50 Jahre, 215 GWP. Diese Menge hat China in 6 Monaten zugebaut. China baut momentan pro Woche so viel zu wie ganz Europa. So viel zu der Aussage, jeder weiß, wen ich meine, dass in China nur neue Kohlekraftwerke angeblich ans Netz gehen und dass sich China mit günstigem Gas aus Russland eindecke. Ich will dazu nicht mehr sagen, ist weit weg von uns. So viel kann ich sagen, die Realität scheint anders auszusehen. Die realen Daten sprechen eine andere Sprache, die kann man hier sehen. Und es gibt Gründe und ich glaube nicht, dass das eine Fehlentscheidung ist, die China da trifft. Und das bringt mich zu einem zentralen Punkt, glaube ich, in diesem Impuls, den ich ein bisschen mit euch teilen möchte. Es ist immer ganz wichtig, wenn man mit Kritikern von erneuerbaren Energien zu tun hat, und die gibt es mit Sicherheit auch hier in Luxemburg, wie ich vorhin sagte, einen Faktencheck zu machen. Das, was immer wieder wiederholt wird in Teilen der Medien von manchen Politikerinnen und Politikern, auf der Straße oder sonst irgendwo, einfach dem mal einen ganz nüchternen Faktencheck entgegenzusetzen, das hilft oft weiter. Und ich habe in den nächsten Minuten werde ich mit euch gemeinsam mal so ein bisschen Faktencheck versuchen. Und zwar jetzt nicht einfach so als Trockenübung, sondern ich würde mir gerne mal mit euch zusammen insgesamt 8 Legenden und Mythen betrachten, die man immer wieder hört. Über Erneuerbare, über die Energieversorgung der Welt und verschiedene andere Dinge. Dinge, die immer wieder zitiert und behauptet werden. Und dann gucken wir uns mal an, wir schauen uns die Behauptung, den Mythos, die Legende an und dann gucken wir mal,
mit Daten und so weiter auf die Fakten. Und der Mythos oder die Legende Nummer 1, die haben wir eben schon mit anderen Worten gehört, die heißt, in der ganzen Welt wird wieder massiv und intensiv in fossile Technologien und in Kernkraftwerke investiert. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, sehen wir da hoffentlich gleich den Faktencheck. Das ist noch zum Thema China. Ich glaube, das können wir sogar überspringen. Da sieht man nur, wie stark China jetzt uns voraus ist im Zubau von PV. Wenn wir hier drauf schauen, ich hoffe, ihr könnt die Zahlen und die Beschriftungen lesen, dann sehen wir, das betrachtet genau, nicht ganz als Zufall, ich nehme mal hier den Knochen, wie man das als Journalist nennt, nenne ich mal. Ich nehme mal den Knochen, damit man besser sehen kann, es ist kein Zufall, dass diese Zeitbetrachtung 2015 beginnt und jetzt in dieses Jahr 2025 geht. Und da seht ihr, das Grüne ganz oben, 780 GW Zubau Erneuerbare, in Klammer, das war eine Prognose, die wird jetzt übertroffen werden dieses Jahr. Und gleichzeitig sehen wir die Entwicklung für Öl, für Natural Gas, angeblich ja der Riesenboom von Natural Gas. Komisch, irgendwie willst du Gas hier oben sehen, musst du die Tabelle drehen, würde man im Ruhrgebiet sagen. Electrification, ich behaupte, das wird eine exponentielle Kurve werden. Diese jetzt langsam ansteigende Entwicklung wird massiv nach oben gehen. Und dann haben wir noch, Glück auf, die Kohle. Auch die angeblich ja weltweit auf dem Rückkehrpfad. Irgendwie, wenn wir die realen Daten uns anschauen, auch nicht zu erkennen. Dasselbe gilt übrigens für Nuklear. Ich gebe zu, 45, 74, nur das ist noch nicht mal ein Zehntel dessen, was in Erneuerbare investiert wird. Trotzdem gibt es Leute, die uns weismachen wollen, dass die Kernkraftwerke sozusagen in Massen gebaut und in Betrieb genommen werden. Und dann wird erzählt, dass das ja notwendig sei, damit wir unsere Klimaziele schaffen. Ich glaube, nur ein ganz kleiner Blick, kleiner Faktencheck, dieser Mythos, es wird überall in der Welt massiv in Fossile und in Kernkraft investiert, den muss man so nicht stehen lassen. Komme ich zur zweiten Behauptung, zur zweiten Legende, die heißt, ich nehme das mal so in die Hand, die erneuerbaren Technologien verteuern die Energiepreise und schaden damit der Wirtschaft. Ich glaube, das hört man auch sehr häufig. Genau, danke. Ich erinnere mich daran, im Jahr 2000, als in Deutschland das EEG eingeführt wurde, das Erneuerbare Energiengesetz, kostete die Erzeugung von 1 Kilowattstunde Solarstrom in heutigem Geld gerechnet 2 €. Heute ist es, wenn man ehrlich ist, gibt es eine Menge Standorte, auch hier in Mitteleuropa, wo man für 2 bis 4 Cent das machen kann. Das heißt, die Kosten sind auf 1% des Standes von vor 25 Jahren gesunken. Wenn man jetzt hier nochmal, das ist ja so ein bisschen, könnte man sagen, ist ja alles anekdotische Evidenz, was du hier erzählst. Deswegen lassen wir mal die Quelle Timo Bovi weg, die ist ja sehr subjektiv und vielleicht ein bisschen parteiisch, könnte man sagen. Nehmen wir mal die Internationale Energieagentur. Wer die kennt, hat, glaube ich, auch die Erfahrung gemacht, ist jetzt nicht eine Lobbyorganisation der Erneuerbaren traditionell. So, also nehmen wir mal deren Zahlen. Hier auf Englisch, ihr seht, wie die Preise gefallen sind für sogenannte Clean Technologies, Beispiel PV und Batterien. Auch hier wieder kein Zufall, 10 Jahre. Ihr erinnert euch, wir sind immer wieder bei Einstein. Von 220 auf aktuell ungefähr 80 in dem Index gefallen. Das heißt, jetzt reden wir nicht über 25 Jahre, sondern nur über 10. Und ihr müsst euch vorstellen, 15 Jahre der Preiskurve waren schon durchlaufen und wir sind trotzdem noch mal bei einer Drittelung der Kosten angekommen. Und ich behaupte, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen so aussieht, als würde das wieder nach oben gehen, die nächste Kaskade nach unten ist nur eine Frage der Zeit. Das heißt, auch dieser Mythos, den kann man, glaube ich, auch irgendwie in das Land der Legenden zurückschicken. Wenn wir auf die nächste Folie schauen,
sehen wir nochmal, diesmal habe ich mir nicht die 10, sondern mal 15 Jahre angeschaut. Seht ihr auch, das Gelbe ist Solar. Und da seht ihr von 0, oder fast 0,5 oder 0,4 etwas runter auf einen Wert von 0,05. Das heißt, und das Schöne ist, diese Grafik, die ist diesmal, gebe ich zu, von der IRENA, also von der Internationalen Erneuerbaren Agentur, die zeigt die Zunahme der Kompetitivität, der Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Technologien. Und auch hier ist es so, der Weg kennt nur einen Weg nach unten, die Entwicklung kennt nur einen Weg nach unten. Und das beschreibt hier, nur, ich weiß nicht, wahrscheinlich könnt ihr es sogar besser lesen als ich von hier aus, LCOE, ich glaube, viele können mit dem Begriff was anfangen, also die Vollkosten inklusive Finanzierung, Abschreibung und so weiter, in US-Dollar pro Kilowattstunde. Mittlerweile sind wir für 25 noch ein Stück weiter unten. Das heißt, ich erinnere nochmal an diese Legende oder diese Aussage, Erneuerbare sind zu teuer und deswegen schaden sie der Wirtschaft. Ich glaube, wenn über zu teure Energiepreise gesprochen wird, dann ist man da an der falschen Adresse. Vielleicht hätte man früher mehr Erneuerbare zubauen sollen, dann hätte man heute manche Kostenprobleme nicht. Und zum anderen auch noch eine kleine Bemerkung von mir. Viele, zum Beispiel in der Industrie, zumindest in Deutschland, sichern sich auch heute noch nicht ab gegen sich verändernde Strom-, Gas- oder Ölkosten. Sie kaufen alles kurzfristig ein. Und ich komme selber ursprünglich aus der Landwirtschaft und wir haben heute noch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Habe ich mal gelernt, wer kurz denkt, ist am langen Ende ein toter Mann, hat der Opa gesagt. Und ich glaube, er hatte nicht Unrecht, ist eine drastische Ausdrucksweise, aber wer sich langfristig orientiert, der minimiert die Risiken. Und deswegen ist es auch gut, da kommen wir gleich noch dazu, dass immer mehr langfristige Stromlieferverträge abgeschlossen werden für erneuerbare Energien. Das ist die beste Entscheidung, die Unternehmen treffen können. Hätten die Unternehmen vor Beginn des Ukraine-Krieges langfristige Stromlieferverträge abgeschlossen, langfristige PPAs, dann hätten sie nicht die Probleme erlebt, die sie dann hatten, während der Zeit ab dem Februar 2022, weil plötzlich haben wir erlebt, was es bedeutet, wenn Energiepreise abhängig werden von fossilen Energieträgern und wenn Abhängigkeiten geschaffen werden durch jemanden, der in Moskau sitzt und für Demokratie, Vielfalt und Frieden in der Welt nichts übrig hat. Das heißt, wir sehen hier Langfristigkeit, langfristige Verträge führen nach vorne und am besten ist es, wenn man die mit erneuerbaren Energien abschließt, in Klammer, ich habe noch nicht erlebt, dass jemand einen langfristigen Gasliefervertrag einem Endkunden angeboten hätte über 15 oder 20 Jahre. Das geht nur für erneuerbaren Strom. Und das zeigt, dass das Geschäft mit Erneuerbaren nachhaltiger, sinnvoller und auch günstiger ist. Aber kommen wir zum dritten Mythos, zur dritten Legendenbildung. Da heißt es immer so schön, die Strompreise sind zu hoch. Denn die Energiewende und der Erneuerbaren und Netzausbau sind viel zu teuer. Auch das ist gerade in Deutschland immer wieder zu hören. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, dann zeige ich euch hier mal, jetzt auf Deutschland bezogen, verzeiht mir das bitte, vom BDEW, auch der ist jetzt nicht die große Lobbyorganisation der Erneuerbaren traditionell in Deutschland, auch wenn der sich, glaube ich, sehr positiv entwickelt hat in seiner Arbeit. Da vergleichen wir auch mal so die letzten 10 Jahre. Wir sind wieder bei Albert Einstein. Ich zeige mal das Jahr 2018, vor Covid, vor Ukraine-Krieg. Und dann vergleichen wir es mal mit dem Jahr 2024. Da habe ich einen Pfeil hingemacht, den habe ich natürlich, weil ich doof bin, auf die Zahl gemacht, die hier steht, die heißt 16,69. Was will ich euch damit sagen? Ihr ahnt das schon, ihr habt das alle schon gesehen. 2017, 18, 19, 20 hat der Strom mehr gekostet als heute. Und warum war das so? Komisch. In den Jahren, die ich hier gezeigt habe, 17 bis 20, ist die Wirtschaft in Deutschland besser gelaufen als heute. Heute bei nicht gut laufender Wirtschaft
das anders? Dann kann es doch nur damit zusammenhängen, wenn die Stromnachfrage damals höher war, dass der Ausbau der Erneuerbaren die Stromkosten gesenkt hat. Das heißt, es ist aus meiner Sicht ein weiteres Faktum, das man hier herbeiziehen kann und sehen kann, mehr Erneuerbare heißt niedrigere Preise und eben nicht das Gegenteil. Insofern, wir haben in Deutschland dieses Jahr alleine bis jetzt über 500 Stunden mit Negativpreisen gehabt. Darüber redet keiner. Das hat für die Erzeuger von Solarparks, von Windfarmen nicht nur Vorteile, das erhöht die Risiken. Aber für diejenigen, die Energie nutzen, in der Industrie, in den Unternehmen, auch hier in Luxemburg, zeigt das, mehr Erneuerbare heißt niedrigere Preise. Damit komme ich zum Mythos Nummer 4. Immerhin, wir sind schon zur Hälfte durch. Und dieser Mythos heißt, in Europa schädigen wir uns selbst mit unserem teuren Klimaschutzwahn. Wir verursachten in Europa nur einen ganz kleinen Teil der CO2-Emissionen weltweit. Unsere Investitionen in Klimaschutz sind für das globale Klima also fast irrelevant. Die Wachstumsstaaten in Afrika, die machen den Klimaschutz zunichte, weil sie ihren steigenden Stromverbrauch aus immer mehr Kohle- und Gaskraftwerken beziehen. Auch das hört man immer wieder. Ne? Wir können ja tun, was wir wollen. Ihr könnt in Luxemburg 100% erneuerbaren Strom haben. Das ist doch irrelevant. Staaten wie Nigeria, ich nenne jetzt mal ein größeres Land, oder andere, die machen das alle zunichte, weil sie immer mehr Strom brauchen und das machen sie mit Kohle und Gas. Wenn wir uns die nächste Folie anschauen, Faktencheck. 20 afrikanische Staaten haben in diesem Jahr, in den letzten 12 Monaten von Mitte letztem Jahr bis Mitte dieses Jahr, schauen wir uns mal an, was die bei der PV gemacht haben. Also ich kann ja nicht erkennen, dass die keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten würden. Ich glaube, man kann ehrlicherweise sagen, die meisten zumindest dieser Staaten haben nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir hier in Europa haben. Aber sie haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr verstanden als wir. Denn sie sind vom Klimawandel oft sehr, sehr unmittelbar und jetzt schon betroffen. Und ich habe selber in Ostafrika ein paar Mal gewesen, haben da versucht, ein bisschen Solarinitiativen zu unterstützen. Der Ausbau der PV in Afrika schafft Wirtschaftswachstum, weil die Menschen zum ersten Mal Strom haben. Und wer Strom hat, der kann ein Business aufbauen, meistens digitale Businesses. Da sind die Menschen unglaublich kreativ, einfallsreich und unglaublich unternehmerisch unterwegs. Und deswegen ist es nicht nur gut für den Klimaschutz, dass Afrika einen Solarboom erlebt, sondern es ist auch gut für die Entwicklung in diesen Staaten in jederlei Hinsicht. Und eines ist klar, die solare Revolution ist keine exklusive, elitäre Geschichte von uns in Europa. Die solare Revolution findet überall auf der Welt statt, insbesondere in Afrika. Und das ist nochmal ein Beweis dafür. Solare Revolution heißt mehr Demokratie, mehr Teilhabe, weil alle können mitmachen, weil es jetzt so günstig ist. Und es heißt auch mehr nachhaltige Entwicklung und mehr Chancen für alle Menschen, insbesondere für diejenigen, die bis jetzt ganz wenig Chancen hatten. Das ist mir sehr wichtig zu sagen, nicht nur mit diesem Mythos aufzuräumen, sondern auch mal aufzuzeigen, dass erneuerbare Energien auch eine ganz wichtige soziale und Entwicklungsperspektive aufmachen. Aber ich komme zum 5. Mythos, zur 5. Legende. Der heißt, der Klimaschutz kommt jetzt entscheidend voran, weil endlich überall auf der Welt Kernkraftwerke gebaut werden. Die CO2-freie Lösung. Nur wenige Staaten wie Deutschland oder Italien oder Luxemburg gehen einen unsinnigen Sonderweg, der sich am Ende wirtschaftlich schädigt. Ich glaube, Herr Minister, Sie können manchmal solche Thesen vielleicht auch in Ihrem Ministerrat in Brüssel oder wo auch immer er gerade tagt, vielleicht auch hören. Sie müssen jetzt nicht Ja oder Nein sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, dann erschrecken wir ja fast schon. Diesmal sind wir 20 oder 25 Jahre, schauen wir uns mal an. Und das ist eine weltweite Betrachtung. Im Jahr 1990 lag der Anteil der weltweiten Stromerzeugung für Kernkraftwerke über 16%. Jetzt liegt er nur noch
gerade gucken, dass ich nichts Falsches sage, bei 9% ungefähr. Das heißt, er hat sich halbiert in dieser Zeit. Und warum? Weil der Anteil der Erneuerbaren, wohlgemerkt weltweit, von nahe Null auf, gestern habe ich die neuen Zahlen bekommen, die konnte ich noch nicht mehr einpflegen, auf über 17% gestiegen ist. Ist nochmal höher gegangen. Das heißt, das, was erzählt wird, dass der Klimaschutz weltweit vorankommt, wenn immer mehr Kernkraftwerke gebaut werden, die CO2-frei Strom produzieren, das ist nicht mehr als eine Behauptung oder auch Wishful Thinking derjenige, die mit Kernenergie Geld verdienen. Aber einen wirklichen Faktencheck hält das eigentlich nicht stand. Wir können nochmal auf die nächste Folie schauen. Da kann man das nochmal sehen. Das zeigt interessanterweise die Entwicklung schon ab 1965, habe ich gedacht, zeige ich euch mal, weil da sehen wir, dass im Grunde genommen dieser Nuklearboom, der jetzt immer wieder herbeigeredet wird, den hat es tatsächlich gegeben. Aber der war halt 2000 zu Ende. Während der erneuerbaren Boom genau da begonnen hat. Das heißt, ich sage immer, ich sitze hier jemand im Publikum, der kennt dieses Zitat, das sage ich ganz oft. Meine Oma hat immer gesagt, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab. Sondern die Steinzeit ist zu Ende gegangen, weil die Menschen etwas Besseres entwickelt hatten. Ich glaube, meine Oma hat, das gebe ich zu, weder von Nukleartechnologie noch von Erneuerbaren sehr viel verstanden, war aber eine kluge Frau. Und hier sehen wir warum. Das bringt mich zum 6. Mythos. Und den hört man auch ganz oft. Der heißt, der Klimaschutz überfordert die Industrie und kostet Arbeitsplätze und Wohlstand. Schauen wir uns mal auf die nächste Folie an, ob wir dazu irgendwas finden. Das ist auch die Abrundung zur vorherigen These. Da seht ihr mal, wie sich der Anteil der Investitionen, ich mache das noch ganz schnell, damit die Folie nicht irgendwie unerzählt bleibt, der Anteil der Investitionen in nicht Erneuerbare, in der Stromproduktion und Erneuerbare, von 2000 bis heute. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Das Blaue sage ich nur für diejenigen, die es weit hinten nicht so gut sehen können. Das Blaue sind die Erneuerbaren. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Kommen wir lieber zur nächsten Folie, zum Mythos. Klimaschutz überfordert Industrie, kostet Arbeitsplätze und Wohlstand. Wenn wir auf die nächste Folie sehen, was Stefan vorhin schon gesagt hat und auch andere auch schon gesagt haben heute. Erneuerbare sind ein Treiber von guten Arbeitsplätzen, sicheren Arbeitsplätzen und sind ein Feld, in dem vor allem auch jüngere Menschen einen Arbeitsplatz finden können, den sie auch ausüben können, bis sie älter sind. Das kann man hier sehen für die letzten Jahre. Und da sehen wir auch verteilt, in welchen Bereichen der Erneuerbaren diese Arbeitsplätze entstehen. Da sehen wir, dass die Solarindustrie, beziehungsweise das meint nicht nur die Industrie, sondern die ganze Branche, der größte Treiber darunter ist. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, sehen wir das nochmal. Die Top 7 Länder in der EU nach der Beschäftigung oder der Arbeitsplätzen in der Solarindustrie, da sehen wir, während immer wieder geredet wird, dass Industrie verschwindet, dass die Arbeitsplätze in der Industrie immer weniger werden, weil abgewandert wird in andere Staaten außerhalb Europas und so weiter, sehen wir, das ist hier nicht so, sondern es wächst eigentlich überall. Und wenn wir auf die nächste Folie nochmal schauen, dann können wir auch sehen, wie sich die Voraussage für die nächsten Jahre entwickelt. Und da sehen wir immer 3 Szenarien, ein negatives oder ein sehr konservatives Szenario, wenn viele Regierungen in Europa sagen, oh, wir haben schon genug Erneuerbare. Dann so ein neutrales, mittleres Szenario und ein wachstumsorientiertes Szenario, wenn die Erneuerbaren ihre Stärken ausspielen können. In allen 3 Szenarien, selbst wenn wir auf die Bremse treten bei den Erneuerbaren, wovon ich sehr abrate, wie ihr euch vorstellen könnt, selbst dann bleibt die Beschäftigung stabil.
Das können wir über kaum eine andere Branche sagen. Das heißt, Erneuerbare bringen nicht nur insgesamt Arbeitsplätze, sondern auch auf die Industrie betrachtet. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Komme ich zur vorletzten These, die heißt immer, das kennt ihr bestimmt, die PV wird nur weiter ausgebaut, weil sie massiv subventioniert wird. Ohne Förderung könnten sich die Erneuerbaren niemals in einem echten Strommarkt behaupten. Sie haben ja vorhin auch über die Förderung gesprochen, Herr Minister. Ich finde das sehr richtig und es ist gut, dass Sie das machen und dass Sie das weiterführen. Man muss auch immer schauen, was wird gefördert und mit welchem Zweck. Aber wir schauen mal einfach auch international auf die Fakten. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Und dann sehen wir hier, wie sich der Anteil von Solaranlagen, die ohne Förderung gebaut wurden und offensichtlich sich wirtschaftlich betreiben lassen, sonst wären sie wieder abmontiert worden, wie der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Es gab im Jahr 2019 9 größere sogenannte Corporate PPAs, also Stromlieferverträge aus PV-Anlagen über 15, 20 Jahre, wie lange auch immer, mit einem größeren Volumen. Über 0,4 Gigawatt sind darüber gegangen. Und dann seht ihr die Entwicklung. 22 hat was damit zu tun, dass damals in Deutschland die sogenannte Abschöpfung stattfand, dass sogenannte Übergewinne definiert wurden. Und es hieß, wenn man mehr Geld verdient mit Solar zum Beispiel, dann muss man das abgeben. Interessanterweise, ich habe noch nie gehört, dass jemand Übergewinnsteuern gezahlt hätte auf Öl oder Gas. Aber vielleicht habe ich das nur verpasst. Deswegen ist der Sprung plötzlich von 22 auf 23 so groß. Das heißt, der Anteil gerade auch von Freiflächen-Solaranlagen, wir müssen über dieses Segment hier sprechen, ob das jetzt klassische Freiflächen-Solaranlagen sind oder Agri-PV-Anlagen. Ich habe vorhin gesehen, ist auch eine ausgezeichnet worden, was mich sehr freut. Immer mehr, und wenn wir an 24, 25 staunen, geht die Kurve immer weiter nach oben, immer mehr Anlagen werden gebaut und finanzieren sich ohne Förderung. Ich betone nochmal, nur dass nicht ein paar Leute nervös werden. Was Sie gesagt haben, Herr Minister, findet meine volle Unterstützung. Man muss nur unterscheiden, welche Größenordnung von Anlagen betrachten wir. Aber Fakt ist, es ist nicht so, dass PV sich nur mit Subventionen finanziert. Sie haben Ihr politisches Ziel, was die Großanlagen betrifft, erreicht. Die Investition in die Förderung hat sich gelohnt, denn es trägt sich jetzt selbst. Und das ist das Beste, das zeigt, dass die politischen Entscheidungen, die Sie in Luxemburg getroffen haben, die richtigen waren. Und man muss auch die Kehrseite der Medaille sagen. Gleichzeitig erleben wir, dass es leider eine zunehmende Zahl von Regierungen in Europa und in der Welt gibt, die mit ganz vielen Milliarden Euro Steuergeld neue Gaskraftwerke und Kernkraftwerke subventionieren. In eurem Nachbarland im Osten sollen neue Gaskraftwerke subventioniert werden mit bis zu 300 Milliarden. Im Nachbarland im Süden und Westen wird die Kernkraft massiv subventioniert. Ich finde, dass das nicht notwendig ist, aber ich möchte noch auf einen Punkt darauf hinweisen. Gerade wenn es um Kohlekraftwerke oder um Gaskraftwerke geht, wurde damit viel Geld verdient. Ich will denjenigen, die das Geld verdient haben, das nicht abnehmen. Darum geht es mir nicht, aber ich will nur auf eine Sache hinweisen. Nach wie vor dürfen die Betreiber von Kohlekraftwerken und von Gaskraftwerken die Atmosphäre als ein praktisch kostenfreies CO2-Endlager nutzen. Und das ist nicht gut. Und deswegen finde ich nutze mal aus, dass Sie heute hier sind, Herr Minister, dass man das ETS 2 umsetzen sollte, wie es mal beschlossen wurde. Denn, wie gesagt, ein kostenloses CO2-Endlager ist etwas, was wir unseren Kindern und uns selber nicht zumuten sollten. Ich komme zum letzten Mythos. Einige atmen auf. Noch ganz wenig steht zwischen meiner Rede hier und eurem Abendessen. Und der letzte Mythos heißt, Solar- und Windstrom sind einfach zu unzuverlässig. Wir haben immer entweder zu viel oder zu wenig davon. Wenn es länger kalt, windstill und dunkel ist, erleben wir flächendeckende Blackouts. Das Licht geht aus.
Wenn wir da mal auf die nächste Folie schauen, das ist noch zu den PPAs, habe ich eben schon gesagt, da sieht man auch, das ist kein deutsches Phänomen, sondern auch in anderen europäischen Staaten gibt es immer mehr PPAs. Aber gehen wir mal auf die nächste Folie, dann sehen wir ein Beispiel der echten Stromerzeugung in Kalifornien vor ein paar Wochen. Ihr seht, die Erneuerbaren in Kalifornien ganz viel PV. Ihr seht, das ist die Mittagsspitze, da, was ihr da in dem grünen Feld seht. Dann sehen wir das Erdgas, da in Rot, und wir sehen in Blau Batterien. Und wir sehen schon da in Kalifornien, also in dem Land, wo jetzt jemand ist, der sagt, die Rückkehr von Öl und Gas ist da, dass einfach ein Teil der Solarspitze über Batterien aufgenommen und dann abgegeben wurde, als die Solarleistung zurückging. Das ist hier markiert in diesem schraffierten Feld. Das hätte alles mit Gaskraft erzeugt werden müssen, wenn nicht die Batterien da gewesen wären, die dann ausgespeichert haben und die Gasverstromung überflüssig gemacht haben. Ich könnte euch noch eine Menge anderer Graphen zeigen, für Deutschland, für Luxemburg und so weiter. Es ist genauso. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir so weit sind, dass wir über Speichertechnologien, und davon sind Batterien nur eine, in der Lage sind, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, 100% Erneuerbare bereitzustellen. Das ist nicht eine Frage des Ob, es ist nur eine Frage des Wann. Und ich behaupte, 10 Jahre nach vorne, da sind wir. Das können sich wieder viele nicht vorstellen, aber denkt an Albert Einstein. Und insofern, ich will nur eine Bemerkung machen, Thema Feststoffbatterien, die kommen demnächst auf den Markt. Leider, wie ich finde, von chinesischen Unternehmen entwickelt und auf den Markt gebracht. Und wenn wir die Feststoffbatterien in ein paar Jahren als Standard haben werden, dann wird sich die Frage hier von selbst erledigt haben. Das heißt, ich hoffe, es ist uns gemeinsam gelungen, uns diese 8 Aussagen, diese 8 Mythen ein bisschen mal vor Augen zu führen und mal zu checken, klingt plausibel, ist es das auch? Leider schaffen wir es heute nicht, mit jemandem zu diskutieren, der vielleicht dann mit anderen scheinbaren Fakten kommt und sagt, nee, du hast ja gar nicht recht, aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich will, weil ich gern zum Ende dieses Vortrags kommen möchte, damit ihr auch ein bisschen was essen und trinken könnt und ich gerne auch mit euch ins Gespräch komme, noch einen Blick nach vorne werfen. Wieder die Erinnerung an die 10 Jahre, von denen Einstein gesprochen hat. Es hat 8 Jahre gedauert auf der Welt, bis aus einer Jahresproduktion von 100 Terawattstunden Solarstrom 1000 Terawattstunden pro Jahr geworden sind auf der Welt. 8 Jahre. Von 1000 Terawattstunden zu 2000 hat es nur noch 3 Jahre gedauert. Wir werden es wahrscheinlich Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres erleben, dass wir 4000 Terawattstunden produzieren auf der Welt. Das ist uns dann in 12 Monaten gelungen. Also so viel nur zu der Vorstellung, dass alles so bleibt, wie es ist. Nein, es bleibt nicht so, es wird besser, die Zukunft wird gut. Und das ist, glaube ich, die beste Botschaft, die man miteinander teilen kann. Und gerne blicke ich noch auf die nächste Folie mit euch. Da kann man das nämlich auch sehen. Wie viel Zeit ist vergangen, um die Solarproduktion zu verdoppeln? Da seht ihr, diese Kurve geht so steil nach oben, die schlägt alles. Und es geht immer schneller. Das heißt, die solare Revolution ist nicht aufzuhalten. Und das ist das Verdienst von euch. Weil ihr habt diese solare Revolution angefangen, ihr habt sie am Anfang, als es ganz viel Gegenwind und viele Schwierigkeiten gab, weitergeführt, ihr habt weitergemacht, ihr habt euch nicht davon abbringen lassen. Ihr habt gesagt, jetzt erst recht. Und deswegen muss ich euch ganz arg danken, weil ihr Leute wie ihr hier im Raum habt mich vor so vielen Jahren mit meinen Geschwistern und so weiter dazu gebracht, dass ich gesagt habe, nee, ich will auch was mit Solar machen. Und ihr habt immer mehr Menschen angesteckt. Die solare Revolution ist eine Pandemie. Das ist toll, weil es die einzige Pandemie, wo man keine Maske braucht, wo man nicht dran sterben kann, sondern wo man Gutes in die Welt mitbringt und wo man Dinge im positiven Sinn verändert. Das heißt, ich kann euch nur dazu einladen, steckt noch mehr Leute an. Die Inkubationszeit ist beim einen ein bisschen länger, beim anderen ein bisschen kürzer, aber es passiert. Und es wird immer weitergegeben. Es läuft ein bisschen wie bei Covid.
Ne? Dass immer jeder, der inkubiert wurde, noch 5 andere dann damit ansteckt. Und ich glaube, diejenigen, die heute diese Preise gewonnen haben, die sind Superspreader im positiven Sinn. Die stecken ganz viele an mit diesem positiven Virus, solare Revolution, Energiewende, Klimaschutz. Und ich glaube, das macht uns allen ganz, ganz viel Mut. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen motivieren, dafür dabei weiterzumachen. Ich möchte aber an der Stelle sagen, all die, die das gemacht haben und euch alle, die heute diese Preise bekommen habt, würde ich gerne noch mal einen Applaus gönnen. Jetzt freue ich mich doppelt. Einmal über den Applaus und zweitens bedeutet das, dass ein paar Leute mir noch zuhören. Insofern dafür mein Applaus auch und mein ganz großes Dankeschön. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die solare Revolution ist eine friedliche Revolution. Ist eine, von der nimmt niemand Schaden, aber alle profitieren. Denn die solare Revolution ist die Grundlagen für eine gute und lebenswerte Zukunft schafft für uns alle und vor allem für unsere Kinder, für unsere Enkel und alle, die nach uns kommen. Und ich finde, ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben auf der Welt ein bisschen rumzukommen und ich habe gemerkt, die Welt ist wahnsinnig schön. Und ich finde, dass es ziemlich dumm wäre, wenn wir sie weiter zerstören. Deswegen ist es gut, die solare Revolution weiter voranzubringen, denn dann bleibt sie schön und es wird noch besser. Und das Schöne ist an der solaren Revolution, man braucht dafür gar nicht mehr viel Geld. Alle können mitmachen, alle können profitieren. Man braucht nicht viel Geld, sondern man braucht Enthusiasmus, man braucht Motivation. Und deswegen bin ich euch auch dankbar, weil ihr habt mich heute Abend wieder so mit Motivation vollgepumpt, dass ich auch rausgehen will und wieder 5 Leute anstecken will morgen. Und das ist das Beste, wofür ich euch sehr dankbar bin. Deswegen feiert heute Abend ein bisschen, seid stolz auf euch, betankt euch auch gegenseitig mit Motivation und macht weiter. Denn wir schaffen das. Ich habe heute gesagt, in 10, 15 Jahren habt ihr hier spätestens in Luxemburg 100% Erneuerbare im Strom. Das schafft ihr so. Das ist, wenn ich euch hier sehe, geht wahrscheinlich sogar schneller. Und nochmal 10, 15 Jahren erleben wir, dass wir 100% erneuerbare Energie haben. Nicht Strom, sondern Energie. Und der größte Teil daraus wird aus der Sonne kommen. Denn das ist das Beste, was wir haben, dass irgendjemand, woran man auch immer glaubt, uns nicht nur die Erde gegeben hat, sondern auch die Sonne und dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, aus der Sonne das Beste zu machen. Und ich hoffe, dass das Gefühl ist, dass wir alle heute gemeinsam ein bisschen mitnehmen und feiern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend mit ganz viel guter Laune und mit der Freude daran, was Sinnvolles zu tun. Und steckt euch, wie gesagt, gegenseitig an. Dann geht es noch schneller und lasst uns gemeinsam an der solaren Revolution weiterarbeiten. Und das ist eine Revolution, vor der muss keiner Angst haben, sondern auf die können wir uns alle freuen. Und ich freue mich darauf, gern mit euch noch ein Glas zusammen zu trinken. Habt einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Voilà, das war es. An 2 Jahren 2027 ist die nächste Edition. Wir geben die Laureaten allbeiden ein paar Wörter zu ihrem Projekt heute oben an unserem Ministudio beim Cedric Schilz zu sagen für unseren Podcast Sonne am Stecker. Hallo, gute Pot an dem Maufel und merci, dass die alle Guten heute wart.